Beim Wilhelm Tell hat das Leben in der Zwischenzeit seinen gewohnten Lauf genommen. Die Hedwig, Tell seine Frau, war im Haus beschäftigt und während die Kinder Walter und Wilhelm draussen gespielt haben, hat der Tell gerade mit seinem Bieli am Gartentürli gearbeitet. Da ist der Walter springen und hat gesagt: «Vater, der Strang von meiner Armbrust ist kaputt. Kannst du mir ihn nicht flicken?» Ich nicht. Ein rechter Schütz hilft sich selber. Mir wär's lieber, er würde es nie lernen. Hat Hedwig gesagt, wo gerade aus dem Haus gekommen ist. Frau, früh übt sich, was ein Meister werden will. Wer gut durchs Leben kommen will, muss alles können. So, liebe Frau, jetzt muss ich gehen. Gehen? Wo willst du her? Nach Altdorf, zum Vater. Nach Altdorf? Hast du etwas Gefährliches vor? Ich habe gehört, dass wir etwas gegen die Vögte unternehmen wollen. Die Leute sagen, auf dem Rütli sei getagt worden. Ich bin nicht dabei gewesen und muss jetzt gehen. Der Tell hat seine Armbrust genommen. Da ist ihm die Hedwig in die Arme gefallen. Wilhelm, was willst du mit dieser Armbrust? Lass sie doch bitte da. Ohne Waffe fühle mich, als ob mir der Arm fehlen, Frau. Da ist der Walter springen und hat den Tell ausser Atem gefragt: «Vater, wo gehst du hin?» Ich gehe zum Grossvater auf Altdorf. Willst du mitkommen? «Oh ja, sehr gern.» Ich habe ein ungutes Gefühl, Wilhelm. Gang nicht heute. Gang morgen auf Altdorf. Ich habe gehört, der Vogt sei heute dort. Was regst du ja ohne Grund auf, Weib? Ich habe keinen Grund. Ausser meinem schlechten Gefühl. Aber lass mir wenigstens den Walter da. «Nein, Mutter, ich möchte gern mit dem Vater auf Altdorf. Ich bringe dir dafür etwas Schönes vom Grossvater mit. Ich versprich's.» Der halt. Aber passet auf euch auf, ihr zwei. Es wird Zeit. Brechen wir auf. Komm, Bub. «Gut, ich komme, Vater.» Und so hat sich der Wilhelm Tell zusammen mit seinem Sohn, Walter, auf den Weg auf Altdorf gemacht. Die Mutter ist mit dem anderen Sohn, Wilhelm, voller Sorgen daheim geblieben. In Altdorf haben 2 Soldaten den Hut auf der Stange bewacht. Alles war ruhig. Seit dem Gessler seine Männer den Hut vor Tagen bei den Linden aufgestellt haben, ist niemand mehr vorbeigekommen. Kamerad, ich sagte, wir passen hier umsonst auf den Hut auf. Früh ging es hier auf dem Platz zu und her wie auf einem Marktplatz. Und jetzt ist er wie ausgestorben. Ah, sieh an, da kommt wer.